Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück bei «Hört mal». Surprise, surprise, Leute. Ein kleines Update zu der Live-Show. Es sind jetzt einfach 2/3 der Tickets schon verkauft, was richtig gut ist, Leute. Wir müssen sie einfach ausverkaufen, weil sonst ist mein Ego angekratzt und ich würde das einfach gerne behaupten können. Darum, wenn du noch kein Ticket hast für meine Live-Show, geh in die Beschreibung. Dort ist der Link. Komm einfach. Ihr könnt auch allein kommen. Wir sind alles nur «Hört mal» Menschen. Keiner dort ist ein Arschloch. Du musst keine Angst haben vor irgendjemandem. Und ich habe auch Angst zum Auftauchen. Kommt an meine Show. Das war es. Heute, ich habe euch auf Insta gefragt. Folgt dem «Hört mal» Account übrigens auch auf Insta. Macht dann die ganze Zeit einfach nur Werbung. Folgt dem mal, weil ich frage euch dort amigs, wenn so gerade etwas brennt oder wenn ich eine Idee habe oder so. Und das bekommt man halt sonst irgendwie nicht mit. Aber ich habe gefragt, ob irgendjemand so ein mega dringendes Thema hat für diese Woche, wo ich gerade muss einspringen oder ob er nichts hat und ob ich einfach random weitermachen soll. Und es haben nur viele Leute viel geschrieben, sorry Leute. Also, ich merke mir immer die Sachen, die ihr sagt. Das ist nicht, das will ich jetzt gerade dieses Thema nicht angesprochen habe, dass ich das einfach sein lasse. Aber ich hoffe, ihr kommt auch ohne meine Hilfe klar. Sorry. Heute reden wir auf jeden Fall über die ständig sich fucking verändernde Trends, was einfach so Lifestyle angeht und wie eine Frau aussehen sollte und sich verhalten sollte. Das beste Beispiel, darum ist auch der Folgetitel «Clean Girls on Top», weil es ist ja jetzt, also das läuft ja eigentlich immer noch, aber schon ein bisschen weniger, aber so, ich glaube, die Prime vom Clean, wie heisst es überhaupt? Clean Girl Aesthetic ist wahrscheinlich schon vorbei, weil es kommen jetzt schon ganz viele andere Aesthetics. Jetzt ist ja Mob Wife, Bro, ich weiss nicht mal, was das ist, ich glaube so Gangsterfrau, oder? Keine Ahnung, aber es gibt immer eine neue Aesthetic, vor allem halt von TikTok aus. Ich glaube, ohne TikTok gibt es das viel weniger. Und das ist ja mit ganz vielen Sachen verbunden, die ich persönlich scheiße finde. Und trotzdem fühle ich mich influenced von dem und habe auch das Gefühl, ich muss dort mitmachen und Clean Girl und vergleiche mich mit dem und fühle mich nachher wahrscheinlich auch ein bisschen schlechter, als wenn ich das nicht konsumiert hätte, wenn ich sehe, was die Leute für ein perfektes Leben führen und blablabla. Und jemand hat eben auch gesagt, ja, kannst du mal etwas zu dem sagen, weil ich finde das richtig schlimm und dir folgen ja auch ganz viele Mädchen und so. Und ich glaube wirklich, das betrifft mainly Frauen. Also ich habe noch keinen so einen Trend gesehen, wo Männer angeht. Ich habe das Gefühl, bei Männern ist es halt einfach seit und je der Trend, dass du einfach so muskulös sein musst. Und gut, Frisuren verändern sich ab und zu. Aber so, ich habe das Gefühl, bei Frauen ist es wirklich extrem. Und es ist einfach so, dass du kannst nie gut genug sein. Wenn du es ist vor, keine Ahnung, 2016 war es geil, fucking BBL-Arsch haben, den grössten Arsch und die grössten Titten auf der Welt haben. Und jetzt gehen wir wieder in die Richtung von, du musst 1,80 groß sein und am besten 1,80 cm breit, also dünn, falls das nicht ersichtlich war. Es verändert sich die ganze Zeit und wenn du mal an diesem Punkt angekommen bist. Imagine die ganzen Leute, die sich fucking operieren lassen haben, zum Kylie Jenner, Kim Kardashian Körper zu bekommen. Und jetzt sind sie wahrscheinlich am nächsten Trend am Nachstreben und denken, oh mein Gott, jetzt will ich aber dünn und gross sein. Fuck, was mache ich jetzt? Jetzt lasse ich das irgendwie rückgängig machen. Jetzt mache ich Und man ist nie gut genug. Und es geht immer um das. Du kannst dich selber noch verbessern. This is how you can seem like, keine Ahnung, Alter, the star in the room. This is how to catch everyone's attention. This is how heb doch die Fresse, Alter. Heb die Fresse. Wir brauchen das nicht. Und es ist trotzdem das Spannendste zum Schauen. Ich schaue die Sachen auch, weil ich denke jedes Mal, was hat sie jetzt zu erzählen? Oder, this is how I lost 40 pounds in 1 week. Ja, logisch schaue ich, weil es nimmt mich auch Wunder, Bro. Was hast du jetzt zu erzählen, Bro? Und wenn ich noch jünger wäre, dann würde mich das sicher so fest beeinflussen. Ich würde alles glauben, was die sagen. Und ich schaue es jetzt halt mehr so aus dem so Marketing-Perspektive und weil ich halt weiss, mega viel, was hinter der Kulisse läuft, schaue ich hure oft so Sachen, um zu sehen, Bro, was macht sie, was sagt sie. Es ist immer das Gleiche, so eine fette Catchphrase am Anfang, damit die Leute das Video weiter schauen. Weil ihr dürft nicht vergessen, Leute außerhalb der Schweiz bekommen Geld für ihre scheiß Views und Likes und keine Ahnung was. Das heisst, es ist scheißegal, ob das Video gut ist oder nicht. Wenn es viral geht, kriegen sie fett Cash. Die kriegen so viel Geld. Und in der Schweiz ist es nicht so, darum meine Videos sind halt einfach, ich kriege halt kein Geld dafür. Aber darum probiere ich dir immer Banger nach Banger nach Banger rauszubringen. Und sorry, wenn es irgendwann halt nicht mehr klappt, weil du einfach nur ein Get Ready With Me machst, was machst du denn? Dann machst du halt einen weiter, erzählst etwas. This is how my boyfriend and I of 7 years never fight. Und nach 2 Wochen später
So guys, I've been absent because we actually broke up. Ja, Bro, deine Tipps sind anscheinend scheiße gewesen. Darum, alles auf Social Media ist fake, das wissen wir. Aber ich finde einfach, dass mit diesen scheiß sich wechselnden Trends so schlimm, weil es ist nicht mehr, Bro, früher, keine Ahnung, du hast gesagt, 70er Jahre. Das ist der 70er-Jahre-Style. Oder 80er-Jahre, das ist der 80er-Jahre. Bro, es ist in Jahrzehnten, haben sich die fucking Trends grob gesehen geändert. Und bei uns ist es alle Wochen etwas anderes. Und du kommst nicht mehr nachher und du gibst so viel Geld aus, wo du nicht hast, um irgendetwas zu erreichen, wo du nie erreichen wirst, weil die Leute haben es selber nicht. Darum, was ich sagen will. Der scheiß Clean Girl Aesthetic, niemand von denen lebt das Leben. Glaubt mir. Als ob, weil die tun nicht nach sich selber aufräumen, also keine Ahnung, wahrscheinlich schon ein paar, aber die meisten, ich schwör's dir, wenn sie so ein Ästhetik-Video gemacht haben, wie sie ihren Tag perfekt geführt haben, als ob die nachher alles aufräumen, was sie in der Küche gemacht haben oder so. Nein, die filmen, das mache ich auch, wenn ich irgendwie so Kooperation filme oder so, dann lasse ich nachher auch irgendwie alles liegen und muss weiter, weil man hat andere Sachen zu tun. Du kannst nicht den ganzen Tag einfach nur dich darauf fokussieren, ein Clean Girl zu sein. Und ich finde das auch so schlimm. Überlegt mal, es geht nur ums Äußerliche und darum, wie gut du performst als irgendwie perfekter Mensch, was ja wieder so fucking typisch ist, dass es nur auf Frauen bezogen ist und wir müssen leisten und wir müssen hübscher sein und Bro, wir sind doch gut genug, aber wir sind eben nicht gut genug und wir fühlen uns nicht gut genug und darum lassen wir uns auch auf so Trends ein. Bro, wenn wir alle denken würden, ja, mega unnötig, wieso sollte ich das, aber wir hören zu, weil uns immer das Gefühl geben wird, dass wir eben nicht gut genug sind und es gibt immer etwas zu verbessern. Und schau doch noch das Video, vielleicht kriegst du einen guten Tipp. Und ich mache ja selber auch so Videos, irgendwie Tipps, Bro, keine Ahnung, okay, nicht so. Aber ich fühle mich schon auch mit, also ich meine, mein Leben sieht sicher auch für ein paar Leute ästhetisch aus, wenn ich mal nicht nur Scheiße poste und so, aber darum poste ich auch nur Scheiße. Und dann bin ich aber wieder so verlockt, oh nein, fuck, wie sagen wir dem? Keine Ahnung, dann bin ich wieder, ich weiß nicht, wie man das sagt. Dann werde ich wieder in Versuchung, nein, ich weiß auch nicht. Leute, heute kann ich kein Deutsch. Aber auf jeden Fall werde ich dann wieder so tempted, um auch einfach nur so posten wie die, weil dann wirst du eingeladen an die besseren Events. Dann weiss niemand, wie du wirklich bist. Dann hast du ein bisschen Privatsphäre. Dann meinen alle, du bist cool. Dann müsstest du dich nicht schämen, wenn du Kollegen von deinem Freund kennenlernst, weil du fucking Videos mit fucking Rossscheiße postest oder irgendwie heulend erzählst, wie das Ross gestorben ist. So, alles ist einfacher, wenn man so ein Leben darstellt. Und darum verstand ich auch, wieso man das macht. Die verdienen fett Cash damit. Jeder findet sie geil. Und am Schluss vom Tag fühlen sie sich wahrscheinlich einfach mega schlecht, aber so, das ist halt der Trade, den sie haben, wo sie eingehen. Aber es bringt nichts. Glaubt mir, niemand von denen, der jeden Tag 2 Stunden im Gym ist, nur ein Salätchen am Tag frisst, also nichts gegen, also weißt du, das ist auch nicht, aber einfach so das Übertriebene, oder wo jeden Tag perfekt gestylte Haare und Make-up und bla bla haben und jeden Tag am Abend ihr fucking Bett staubsaugen. Bro, wer staubsaugt sein Bett mehr als höchstens einmal im Jahr? Keine Ahnung, ich würde es gerne machen, aber nein. Niemand von denen fühlt sich wahrscheinlich innerlich besser als wir, wo einfach so halt ein normales Leben führen und irgendwie probieren, durchzukommen und lustig sind und bla 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 bla. Weil, eins kann ich euch sagen, die haben einen enormen Druck auf sich. Das ist nicht einfach, I'm a clean girl, this is how I do my clean girl, slick back bun. Nein, die wissen, jeder erwartet von ihnen, dass sie so aussehen müssen. Die wissen, sie müssen fucking genau das erbringen. Die sind wahrscheinlich kaputt im Kopf mittlerweile, weil ihre Videos nur gut ankommen, wenn sie so und so performen. Und die wissen auch ganz genau, was sie ausrichten mit dem. Die wissen, dass sie alle anderen schlecht fühlen mit dem. Und darum kann ich mir nicht vorstellen, dass die mega glücklich sind. Und darum keep in mind, gell? Ihr werdet nicht glücklich, nur weil ihr ausseht, keine Ahnung, wie eine Mobwife oder wie eine Clean Girl oder wie eine Kylie Jenner oder wie eine, egal welcher Trend. Wir kommen dummerweise gerade nicht so viel von diesen Trends in den Sinn, aber wir wissen es alle. Und es fällt gar nicht so auf, wenn du umscrollst. Aber wenn du nachher mal überraschst, wie viele verschiedene Aesthetics haben wir jetzt probiert zum Andrehen in den letzten 10 TikToks, die ich geschaut habe. Und allgemein, ich würde euch wirklich raten, löscht doch die scheiß App, wenn ihr könnt. Ich kann es leider nicht machen, weil das ist mein Job. Und ich finde es auch eigentlich cool. Aber so, es wäre besser für meinen mentalen Zustand, wenn ich einfach TikTok verbannen würde von meinem Leben. Und es ist doch so viel cooler, um einfach sich selber zu sein. Und das sind auch dann auf der anderen Seite, wenn wir jetzt halt so auf der Creator-Basis bleiben wollen, sind doch auch die Creators, die nachher
auch am meisten viral gehen. Es gibt so eben die so perfekt aussehen und wo man gerne schaut, weil es ist so unerreichbar. Und dann gibt es die, wo man gerne schaut, weil sie fucking crazy sind und du dann denkst, what the fuck, was macht der oder die? Und viel lieber bist du doch bekannt dafür, dass du irgendwie etwas Spezielles machst oder irgendwie ein bisschen komisch bist oder so. Auch nicht im Internet, sondern im echten Leben, dass du eine Persönlichkeit hast, dass du einfach du selber bist und die Leute denken, oh, schau mal, die Maria, das ist typisch Maria. Und nicht, ja, die macht halt einfach irgendetwas, damit es allen gefällt und sie für alle gut wirkt. Und auch das, Bro, wenn es dich glücklich macht, zum Clean Girl Aesthetic fühlen, dann mach das. Aber mach es nicht nur, um einem Trend zu folgen und mach es nicht nur, weil du das Gefühl hast, du bist sonst nicht gut genug oder dass die alle besser sind als du. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Und ich habe die Schnauze voll von dem, dass wir uns immer auch körperlich, mental, was wir anlegen, wie unser Zimmer aussieht, wie unsere Kerzen schmecken. So random ass Sachen müssen wir die ganze Zeit ändern und man darf nicht zufrieden sein. Und das ist alles, was ich sagen wollte, Loki. Ich weiss nicht, was ich dazu sonst noch sagen will, ehrlich gesagt. Oh mein Gott, das klingt schon so, als würde ich die Folge fertig machen. Nein, ich tue sie noch nicht beenden. Aber das ist mir wirklich auf dem Herzen gelegen. Und eben ganz viele Leute haben auch geschrieben, ja, Selbstwert, wie kann man zufrieden sein damit, wie man eigentlich selber ist und so. Und genau so Sachen machen das extrem viel schwieriger. Und ich glaube, wir alle wissen ja eigentlich irgendwo den Satz von wegen, ja, nur weil jemand anders hübsch ist, bist du nicht weniger hübsch oder so. Halt, man sollte sich nicht vergleichen und so. Aber es ist schwierig, wenn du jedes Mal, wenn du aufs Handy schaust, genau das siehst. Und darum einfach nochmal, würde ich euch, sage ich immer wieder, ans Herz legen. Entfernt euch von so Sachen, die euch obviously nicht gut tun. Ihr verpasst, das ist genau das Gleiche, man hat nachher das Gefühl, man verpasst etwas, wenn man TikTok löscht. Du verpasst gar nichts. Nachher schaut ihr Reels. Ja, dann bringt es auch nichts, Bro. Dann kannst du TikTok gerade behalten, wenn ihr nachher 2 Stunden 2 Stunden am Tag ist nicht mal viel, 6 Stunden am Tag Reels schaut, dann bringt es auch nichts mehr. Aber so, wenn ihr merkt, fuck, das beeinflusst mich wirklich und irgendwie bin ich nicht stark genug, um so Sachen zu sehen, und das ist auch fair. So, die meisten können das nicht. Ich glaube, ich bin jetzt einfach abgehärtet, weil ich fucking den ganzen Tag an meinem Handy bin und alles schon gesehen habe und irgendwie so... Ich kann jetzt nicht mehr ändern, wie ich mich darstelle. Leute, ich bin jetzt einfach so. Ich kann mir nicht mal mehr denken, so jetzt will ich das Clean Girl, weil... Nein, das geht nicht. Entfernt euch von diesen Sachen. Löscht Apps. Entfolgt Leute. Users, die euch immer wieder vorgeschlagen werden, die euch immer wieder ein schlechtes Gefühl im Bauch geben, die blockieren. Ihr müsst nicht schlechte Sachen kommentieren. Ihr müsst einfach die Leute entfernen. Genau gleich. Ich habe letztes Mal auf Insta, also auf meinem persönlichen Insta, nicht auf dem bloßen Mal, habe ich auch so fette Rant gemacht, weil Leute, die von meinen viralen Videos kommen, die halt keine Ahnung haben, was ich sonst für Content mache, die sich nicht mit mir auseinandersetzen, die ficken mich so grusig an, Alter, für wie ich bin und dass ich doch irgendwie zu laut bin und zu viel Fluch und ich passe einfach nicht in ihr Bild rein, aber sie folgen mir. Und dann sage ich, ja, Bro, entfolg mir doch, du hast ja keine Ahnung, wer ich bin, du hast ein Video von mir gesehen und folgst mir und erwartest nachher, dass ich mich irgendwie an die anpasse. Nein. Und er hat wirklich, ich habe dann auch gesagt, sorry, ihr müsst euch nicht fragen, wieso alles nur noch fake ist auf Social Media. Weil es braucht so viel Überzeugung und irgendwie Stärke, um nicht so zu werden im Fall. No joke. Ich habe auch gesagt, Leute, ich habe so eine Abstimmung gemacht, meint ihr, dass ich nur noch «Hallo meine Lieben, ich habe gerade meine Haare das kann ich auch. Ich kann auch nur noch so reden, nichts mehr von meinem inneren Gefühlszustand erzählen. Einfach nur fake. Und die Leute werden immer noch nicht happy, weil es gibt schon so viel von denen. Aber ganz viele Leute können irgendwie nicht damit konfrontiert werden, dass ich eine Meinung habe und dass ich nicht nur so ein Mannsgöckeli bin, zum Unterhalten, sondern dass ich auch einmal sage, hey Leute, oder mal einen Chatpost von Leuten, die mir hure respektlos schreiben oder so. Dann ist gerade so, du darfst es nicht, du. Bro, ich darf alles machen, ich bin genauso ein Mensch wie du. Und ich habe auch eine Meinung. Und das ist im Fall, das hat so fucking viel mit Frauenfeindlichkeit zu tun, ich sage es euch. Entweder sind es so komische Frauen, die so über 30 sind und wir wollen sagen, dass ich selber die schuld bin, dass mir ein Mann ins Auto lenkt, so Sachen. Oder es sind einfach Typen, die sich wirklich gedacht haben, ich weiss es ganz genau, ich weiss das, wo sie mir gefolgt sind, das ist eine hübsche, so irgendwie wegen meinen Selfies oder so ein Scheiß, das ist eine hübsche, geile Frau, da folge ich.
Oder wegen meinen scheiß anderen Videos, wo sie denken, das ist eine Hübsche, die noch ein bisschen lustig ist, folgen mir. Aber mehr darf ich nicht sein. Ich darf nicht eine Meinung haben. Ich darf nicht hässig werden. Ich darf nicht mal einen schlechten Tag haben. Ich darf nicht asozial zurückschreiben. Ich darf nicht H&M-Kleider tragen, weil das bin ich ja auch. Ein scheiß Arschloch, Bro. Ihr tragt doch alle H&M-Kleider. Das hat jetzt nicht mit Frauenfeindlichkeit zu. Das ist jetzt einfach noch etwas anderes. So. Es ist, Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, werden literally für ihre Nasenhaare geroastet. Sie werden für alles auseinandergenommen. Du bist wie so, du bist fucking gesteinigt. Vielleicht nicht ganz. Aber ihr wisst, was ich meine. Mit Wörtern gesteinigt. Und logisch gehst du irgendwann zusammen. Logisch, wenn du nicht genug Support dafür bekommst, wenn du real bist, dann machst du es halt einfach nicht mehr. Und darum, ohne Scheiß, entfolgt einfach diesen Leuten, hört auf irgendwie haten, hört auf dumme Sprüche machen, feiert einfach die Leute für, dass sie anders sind. Und das gilt genauso in echt. Wenn ihr irgendjemanden in der Klasse habt, der irgendwie ein bisschen komisch ist, das sind die geilsten Sachen, die ich im Nachhinein, wenn ich zurückdenke an meine Primarklasse oder so die so hure komisch, so anders waren, denke ich so, das war so eine geile Sau gewesen. Und dass du das nur schon im Kinderalter oder so Jugendalter anbekommst, die dem nicht zu fügen, diese ganzen Trends und wie man sein sollte laut der Gesellschaft und so. Das ist so crazy. Ich hätte das nie im Leben in der 4. Klasse oder so, hätte ich das können. Bro. Ich bin schon mein ganzes Leben die jeden Trend mitmacht, wo immer das neueste Zeug haben will, wo immer dabei sein will. Und das bin ich auch jetzt. Bro, ich bin fucking scheiß Influencerin geworden. So, das ist mein Job, um irgendwo probieren zu zeigen, was jetzt cool ist und was jetzt in ist und was man jetzt machen muss. So, Bro, es ist ich bin kein gutes Beispiel, aber trotzdem bin ich mir selber irgendwie noch treu geblieben und ich wünsche mir das einfach auch für euch. Logisch, du kannst neue Kleider kaufen, weil du findest, es sieht geil aus bei anderen, aber kauf nicht jeden Scheiß, Alter. Nachher in 2 Wochen denkst du, wieso anderes kaufst, das ist schon hässlich. Es geht nur an dieser hübsch aus. Kauf Sachen, in denen du dich wohlfühlst. Überleg dir 2-mal, ob du es kaufst. Schick es wieder zurück, Bro, schick es einfach zurück. Du kannst es auch wieder zurückschicken, ist auch nicht das Beste für die Umwelt, aber so, schick es einfach zurück. Du brauchst es nicht. Du wirst dich nicht besser fühlen. Genau gleich, wie ich immer mitten in der Nacht irgendetwas bestelle im Halbschlaf und nachher am nächsten Tag denke, what the fuck, wieso habe ich das Gefühl, dass ich das jetzt brauche? Dann schick es wieder fucking zurück, Alter. Ihr müsst nicht eure Haare glätten, wenn ihr Locken habt. Ihr müsst nicht Locken machen, wenn ihr glatte Haare habt, wenn ihr keinen Bock drauf habt. Wenn ihr es fühlt, ja. Wenn es euch gut fühlen lässt, ja. Aber es ist immer wichtig, dass man sich auch ohne das wohlfühlen kann. Dass man nicht das Gefühl hat, man muss sich verkleiden, zum anerkannt werden, zum respektiert werden. So, entweder du fühlst es und du hast quasi verschiedene Facetten. Heute fühle ich es mal so Haar haben, heute fühle ich es mal so geschminkt. Das sage ich nicht. Ich sage nicht, du musst immer gleich sein oder du darfst nicht schminken. Oder, so, da sind wir also das ist Schminken können wir vergessen, dass wir es jemals aufhören. Ich finde Schminken geil und ich weiss auch, dass ich das nicht machen würde, wenn ich der einzige Mensch auf der Welt wäre. Und ich finde, das ist so eine Joke, Alter, dass man immer sagt, man macht das für sich selber. Und so. Logisch, du machst das für dich selber, weil du dich wohler fühlst, weil du eine gewisse Ausstrahlung hast, wenn du so und so geschminkt bist und so, weil du dann auf andere Leute weil du dann auf andere Leute anders wirkst. Das ist nicht für dich selber. Leute, habe mich verschluckt. Alter, das ist so eine cursed Folge. Egal, auf jeden Fall. Eben, einfach mach jetzt sofern es geht für euch selber. Ich sehe, aber ich will auch nicht die sein, eben so, nur für euch. Ich sehe auch, dass es einen Benefit hat, Sachen zu machen, die nicht nur dir selber in erster Linie irgendwie nur die macht es glücklich, sondern du gehst halt raus wie eine geile Sau als Frau und dann kriegst du Pretty Privilege. Ja, Bro, nutze es doch, wenn es dir Freude macht. Aber wenn du dich so unwohl fühlst und das gar nicht willst, dann mach es auch nicht. Und genau gleich, die Trends werden euch nicht glücklich machen. Ihr habt es nicht nötig, ihr braucht es nicht. Ihr seid super so, wie ihr seid. Leset ein Buch, journalen. So die healthy Trends, die finde ich cool. Dass jetzt mit Gym und Säckle und so cool ist. Aber es ist auch voll okay, wenn du keinen Bock auf das hast. Du musst dem nicht folgen, nur weil du keinen Bock hast. Wenn du findest, oh, jetzt probiere mal etwas Neues aus, weil das habe ich ein Video gesehen. Das finde ich geil. Aber so der ganze andere Scheiß, sich unter Druck gesetzt fühlen, nein, machen wir nicht. Machen wir nicht im 2024. Vor allem nicht, wenn wir minderjährig sind, Leute. Ihr leset jetzt einfach ein Buch. Jedes Mal, wenn ihr einen neuen Trend seht, leset ihr einfach ein Buch. Es wird euch viel besser tun.
ihr werdet viel gesünder aufwachsen und ihr werdet nie die Probleme haben, die ich mein ganzes Leben hatte, wenn ihr euch einfach gar nicht auf das einlässt, dass eure Selbstwert irgendetwas mit eurem Aussehen oder mit Ästhetik oder so zu tun hat. Ihr seid super, super und eben, der Punkt ist auch, eben, die Frage, ja, wie macht man denn das und wie wird man denn confident? Indem du Sachen machst, auf die du stolz sein kannst. Und für die wenigsten von uns bedeutet das Schönheitsoperationen, Schminken, Haarfärben, Haarstylen, Ästhetik. Für die wenigsten von uns bedeutet es das. Sind wir ehrlich. Es lässt einem gut fühlen für den Moment, aber du bist nicht stolz. Das ist nicht ein Achievement. Es ist nicht, wow, jetzt habe ich dieses Jahr 40 Bücher gelesen und habe ein Review darüber geschrieben. Es ist nicht, ich habe eine fucking gute Arbeit geschrieben oder ich war eine mega gute Kollegin dieses Jahr. Oder alle diese Sachen sind viel wichtiger und darum macht auch Sachen, die euch in dieser Hinsicht erfüllen und ihr werdet merken, dass eure Confidence mega aufgeht, weil ihr einfach etwas habt, um euren Selbstwert darauf basieren, wo nicht von anderen beeinflusst wird und wo nicht von den Trends beeinflusst wird, wo nicht jemand kommen kann und einfach das sofort zerstört. Weil wenn du dein Selbstwertgefühl nur auf deinem Äußeren basierst, du wirst nie für immer so aussehen. Und vor allem wird nie das perfekt im Trend sein. Und wenn du dann fucking, keine Ahnung, Alter, jetzt blond, keine Ahnung was, wenn plötzlich im Trend ist, schwarze Haare, bla, was mache ich dann, Bro? Dann ist mein ganzes Selbstwertgefühl im Keller, weil ich denke, oh mein Gott, jetzt bin ich 20 Jahre blond rumgelaufen. Was für eine Blamage. Ich bin einfach nicht gut genug, weil ich habe keine schwarze Haare. Das ist ein dummes Beispiel, Leute, aber ihr checkt es. So, macht Sachen, die ihr selber erreicht, wo ihr auch dafür arbeiten müssen. Es ist nicht einfach. Das ist ja genau der Punkt, wieso man dann stolz ist, weil man viel Arbeit geleistet hat und nachher etwas erreicht hat oder vielleicht auch nicht. Du kannst auch fucking failen, fair, dann probierst du es 5-mal oder setzt dir ein anderes Ziel, aber du hast das Ziel gesetzt und hast es erreicht. Sachen erreichen, die dir wichtig sind, die du cool findest, ist der Key zum Selbstwert, zum confident sein. Ja, Leute, das war alles. Wisst ihr, wieso ich so gestresst bin? Ich wollte es am Anfang der Folge nicht sagen, damit ihr nicht auch gestresst sind. Ja, meine Kamera hat fast keinen Akku von Anfang an. Okay, oh mein Gott, ich glaube, sie hat jetzt schon keinen Akku mehr. Leute, folgen wir auf Losewahl, folgen wir auf den Podcast auch bewerten, weil das hilft mir mega und dann ist das für mich ein Accomplishment. Dann habe ich das Gefühl, ja, das Ziel erreicht, oder? Wenn ganz viele Leute meinen Podcast bewerten. Folgt Losewahl-Account auf Insta, folgt mir auf Insta, wenn ihr wollt. Wemse heisse. Fuck. Es blinkt hure meine Kamera. Macht's gut. Bis nächste Woche. Sorry, ist ein bisschen eine kurze Folge. Oh mein Gott, das Wochenende bin ich im Fall in Davos am Red Bull Schlittelrennen und ich habe das Gefühl, ich sterbe, aber macht's gut. Irgendwie blinkt es jetzt nicht mehr. Habe ich mich jetzt für nichts gestresst? Egal, Leute, macht's gut. Ich habe einfach nur kurz das loswerden. Ich habe keinen roten Faden gehabt, das ist mir einfach am Herzen gelegen, weil ich fucking hässlich geworden bin, weil ich so ein Video wieder gesehen habe auf meiner Page und ich dachte, ja, genau über das rede ich, weil es haben auch Leute wollen, dass ich darüber rede. Und es ist einfach perfekt gematcht. Und tschüss meine Clean Girls! Und sorry an die Typen, die zuhören müssen. Ich finde es, Bro, ihr müsst es auch spannend finden, weil es betrifft euch auch, wie ihr mit uns umgeht, based on, wie wir aussehen, welche Styling wir haben, ob wir 40 Mal in der Woche im Gym sind und ob wir Stockteur sind oder curvy sind oder was auch immer. Könnt ihr bitte auch ein bisschen schauen darauf, dass ihr unseren Charakter einfach cool findet. Danke. Tschüss zusammen. Sorry. Das ist jetzt ein richtig scheiß Abgang. Tschüss.